So, und dann sind wir bei einer weiteren Folge von Fallout 4, Mom Redstar. Und ich meine, neben das geht gerade ein bisschen der Shitdown. Ich will mal gucken, was da läuft. Keine Bewegung, Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter, sofort! Oh. Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Geil! Oh, Nein! damn! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sims in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia. Hey, Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Wie heftig. hey, so einen kleinen beinahe Geschwistermord hat doch jeder schon mal erlebt. Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Wie viel waren da gemeint, wer es sind? Ich brauche eine Minute. Entschuldigung. Mein Gott. Geil. Speicher mal. Machst du den Rest? Ihr braucht Steht hier. ihr alle noch rum? Ihr Kümmert braucht euch endlich um euren eigenen Scheiß. Officer? Zurücktreten, Plünderer. Was ist Ich passiert? verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hast du das Geschrei nicht gehört? Der Typ hat seinen Bruder mit einer Knarre bedroht, weil er ihn für einen Synth hielt. Die Zeitung ist schuld. Die hat die Leute in Panik versetzt und ihnen weisgemacht, ihre eigene Familie würde durch Maschinen ersetzt. Es tut mir leid, dass du in die Sache verwickelt wurdest, aber es ist vorbei, okay? Tu einfach so, als wäre nichts passiert. Ist besser so. Okay. Officer? Kann ich schnell Weiter kämpfen? geht's. Ich kann nicht. Oh Mann, ich wollte sarkastisch einfach. Ich werde schon selber umbringen, ne? Entschuldigung. Warum hat er nicht auf mich gehört? Tja, da die Froh stellen wir uns alle vor. So, und ich so, wir gehen nur ein bisschen erkunden, also müssen wir herkommen. Ich kann so mal alles schön. Oh, ist die klar, welch Idiot. Was laufen? Wir erkunden das alles schön systematischer. Also, hier war Druckerpress. Ah, da kommen wir in das Büro. Wo mal los, was hat für mich schön. Oh Mann, ich meine von mir hier. So, Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Wo mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst, weil du doch aus einem Vault kommst. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf den trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Hier hast du deine Überschrift. Hiesiger Mann sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Schlaumeier. Nee. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, Ja, du klar? kriegst Interview. Ich will jetzt Hey, die... Piper. Bist du bereit für das Komm, Interview, Blue? komm mal ins Interview. Dann machen wir heute ein Interview. Ich muss Okay, sarkastisch Piper. einfach Ich machen. bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Sarkastisch. Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay, ich schätze, da muss wohl ein satirischer Ansatz her. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? So, das geht. Lustig Sachen zu zerstören. Hoffnung. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ah, Ich Blue. weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest... Ich will gerne die echt einfach nicht sarkastisch machen. Ich will die nicht sarkastisch machen. Ich weiß, ich will nie überall die sarkastisch einfach normalerweise, weil es stehen. War der größte Fehler von Bethesda, mir du Sarkasmus ranzumachen, weil ist die selber auch ziemlich sarkastisch.
War aber Schön, nicht die dass du richtige Antwort, vorbeischaust. meine ich. Komm. Ist alles klar bei dir, Blue? Ja, alles in Reihe. War Blue. Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Ja. Wenn das klappt... Interview Okay, geben. Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Waren im Kälte. Hat mein Heim noch schon rastig zu gehen oder was? Ich bin doch richtig geflickt. Vielleicht geht den Direktor doch schon rastig. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Geil. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Ich weiß Ja, ja sag mal bereits, dass du deinen Sohn... Ich weiß Ich nicht. weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Hat mich Im total letzten wundert. Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführungen, ein Tag nach dem anderen. Rache nehmen, nicht die Hoffnung verlieren. Ach komm, sind wir mal ein Beispiel in Heroischkeit. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Kann ich dich matt? Nur obwohl ich... Kann ich matt, obwohl ich einen Hund Hey, dabei habe? Piper, Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Zu Poppenmatter? Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Nee. Obwohl, ich kann bei Red Rocket Raststätte bringen, da kann dort mein Ding so passen. Komm, Opi, gehst du mal hin, Matt. Wie kann ich schon mit Eberglieder mal töten? Was kann hat? Oh, du geht raus. Ich gut für frisch, der du. Ah, nur mal eine neue Begleiterin. Uns ein bisschen Start lohnen. Astoundingly awesome tales. Attack of the Fishman, ja, die gehen da wirklich. Oh, was da los geschieht? Ah, nee, ist ein Spiel rausgegangen. Oh, nö. Die Public hat die Aufgabe, Es den ist Leuten groß, die Augen laut, zu öffnen. What korrupt the und fuck? voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Boah, los, stimmt, aber ich glaube, es überhaupt nicht toll. Gib mir eine Minute, Ah, los, um so wie zu sind. Spielbildschirm zwar immer auf der anderen Seite vom Bildschirm. So, du bist wieder dabei. Was Hey. wird der Schwarz noch? Sag einfach Bescheid. Wir sitzen, untersuchen Dr. Sun. Guck dir das an. Nicht jetzt und auch später nicht. Im Supersalon Piper. bekommst du Sprich endlich mit mir. deinen Traumhaarschnitt. Meinen wegschicken. Beziehung. Oh Gott, nee. Was meinst du? Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ich traue mich irgendwie nicht, das wird's dreckig, ey. Ich wollte nur fragen, ob die Dinge zwischen uns gut laufen. Schwer zu sagen im Moment.
Du musst mir wohl erst noch zeigen, dass du nicht nur an dich selbst denkst. Okay. Oh, nichts. Sicher. Oh, what the fuck. Okay, hin aus den Dr. Neuer Song. Patient. Ah, das heißt eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Mich heilen? Brauche ich schon voll. Kein Interesse. Gut. Ja, du faule Sack, du. Ich muss den zu schaffen. Das sind den örtlichen Drogendealer. Kemal Care ist auch für euch da. Medikamente für jeden Bedarf. Ich habe hier nur die besten Camps, Bruder. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Menteds. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Camps für jeden Bedarf. Wo ist der Dinger? Stimpacken hörten. Wenn du hörst, nimm ja, vielleicht verlust du einen Böben fallen. Hat's auch Knicke, gell? Homeplate. Ah, krieg ich mein Ding vielleicht hin. Später hin. Warte mal, hi? Homeplate. Bekomme ich nicht auf. Was soll? Hier gibt's So das krass. Beste für den Selbstschutz. Du, ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Okay, dann mache ich mal einen auf Statue. Gut, sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Synths werden bei mir nämlich nicht bedient. Nein, ich bin Jangles, der Mondaffe. Genau das würde ein Synth tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Ich verscheiß was alles. Mit dem höheren Sarkasmus. Alles, was du brauchst. Der ist der Rede. Hey, Mörner. Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ja, bin ein Ich bin Mensch. so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber Schon einfach. ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Das ist schon die dickste fucking Rüstung, wo du an dem Wasteland halt kriegst. Da sitzt sie, ja, du siehst aber auch aus wie ein Mensch. Aber ja, okay, natürlich. Ah, jetzt ist die Rüstung aber nicht mehr rastig. Oder? Vielleicht gedacht, wenn der Tür gestorben ist, ne? Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Aber mit Piper hat man nichts als Problem. Mörner? Denk dran, Synths werden bei mir nicht bedient. Ja. Handeln, was verkaufst du? Was für eine Art Laden betreibst du hier eigentlich? Wir kaufen und verkaufen hier alles. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bei ihm weiß ich wenigstens, dass er eine Maschine ist. Okay. Klar, ich schau mal, was du hast. Alles, was du brauchst. Oh, du wärst mir nicht so sicher. Bist für Patronen. 2. Was ich, weil ich dir verklappen kann. Impro, ne. Molotov-Cocktail, Hallenschmoll. Splittergranate. Institut, kompensiert. Ja, das ist geil. Leuchtvisier, Jagdgewehr. Hä? Ne, steht doch hier. Du wirst ja doch noch hin. Lederrüstung. Raider Power Helm. Sag, seid richtig fett, das Ding. Power Torso, Harnisch. Mit Taschen, Metallrüstung, Harnisch. Mentals kann ich schlafen. Luca Cherry. Ich bin schon Stil, Jet. Radix, Radaway, total nicht anders. Versus. Die synthetische Wahrheit. Meine Mods, meine Munition. Also Mini-Atombomben halen nicht, weil die sind ziemlich viel wert, hallo. So, was hast du dann dabei? Waffen brauche ich nicht.
Hilfsmittel. Weil hat schickt dir dann ein bisschen Geld zu wie die anderen. Komm mal um hier drin. Oh, was ist da drin? Warte mal. Commonwealth Weaponry. Hallo. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Okay. Du bist der Neue, stimmt's? Jo. Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf, ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Klar, ich schau mal, was du hast. Alles in Handarbeit gemacht. Und dann Waffen. Big Boy. Ah, tut mir das Ding. Oh, was? Chinesisches Offiziersschwert, Laserpistole, Old Faithful. Komfortgriff. Oh, Komfortgriff, die sieht mega komfortabel aus. Beschleunigt. Und was braucht ihr für Munition? Oh, fährt schon. Kampfflinte. Spreichling, Kampfschrotflinte. Bajonett. Aluminium-Nudelholz. The fuck, ey. Leichtbau, Metallrüstung. Tattoo. Power-Rüstungsgestell. Ladung Aluminium, Ladung Kupfer. Attacker 12. Ah, okay. Bitte hat es auf Preis eigentlich. Über Patronen. Was denn die Feiertstück? Ja, okay, interessant. Ja, oh. Scheiß Mick, du. Ich muss schon frech sein. So durstig. Sicherheitskaffen. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Hey, Sheffield. Ich muss was trinken. Nuka-Cola. Trink etwas Wasser. Können wir dem Kerl nicht einfach helfen? Nuka-Cola. Oh Mann. So durstig. Hier, bitte. Das ist aber nett von dir. Oh, danke. Danke. Gute Samariter Du findet da, man heute nicht du mehr. brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Okay. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Ah, ja, ja. Hey, du Trottel. So wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger, wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Gewalttätiger, Amerikas Nationalsport. Es gab Bälle, Strikes, 3 Bases und Home Runs. Und Punkte gab es für die Spieler, die es bis zum Schlag mal geschafft haben. Klingt fast schon elegant. Bist du sicher, dass du von Baseball redest? Ja. Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Ich brauche nichts weiter. Ja, ja. Oh, Frick. Danke. Wie warst du? Endlich kann ich wieder klar denken. So besser gegen Six, bis der Wasser trinke. Es scheint ja ziemlich Interessantheit zu sehen. Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet's nicht bereuen. Ah, Bei Himmel, uns du nennen wir deinen Koffer. Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Nee, das ist gut, ist im Moment noch zufrieden. Der neuen Ausgabe. Institut ersetzt Leute durch Maschinen. Wer ist der Nächste? Ah, schon gefällt schon Menge Ausgaben im Interview dran. Heilige Scheiße. Das
So, halt mal alles durch, hast cool aus. Cool, kein schön. Mal gucken. Da gehen wir mal raus. Zeit für einen kleinen Test. Oh, aber Mr. Zwicky, Bist wir du haben nicht doch ein erst bisschen gestern alt einen Test für die geschrieben. Schule? Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Ich will es gucken. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test Du bist aber groß. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Vielleicht kann der Test doch warten? Na gut, Sie haben gewonnen. Wir machen den Test später. Juhu! Wusstest du, dass ein Rahmen wegen der Strahlung... Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Stellen wir Das hier ist einmal eine Ihre Schule, Rechenfähigkeiten kein auf die Laden. Probe. Was Ja, ist ich will gern. 12 mal 15? Ich schaue mich nur mal um. Solange Sie den Unterricht nicht stören, ist das in Ordnung. Einen schönen Tag noch. 108, 150. Hm? Es ist die Wurzel aus... wen interessiert der Scheiß? Aber, achten Sie darauf, was Sie vor den Kleinen sagen. Ah, Ich sehe natürlich. schon, Ihre Eltern haben Ihnen nicht den Wert von Bildung vermittelt. Familie ist wichtig, oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, Hey, sie Piper sieht brauchen richtig sie, um aus. lernen zu können. Ich glaube, man muss ihnen nur das Gefühl geben, dass die Welt nicht jede Sekunde um sie herum einstürzen könnte. Ja, ich schätze, es ist nicht möglich, ein Kind großzuziehen, wenn der Himmel einstürzt. Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich habe nur nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz anders ist als man selbst? Gibt dir keine Mühe. Weil der Roboter mich da war da so gegangen. Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Brauchen Sie Hilfe bei den Hausaufgaben? Nein, ich glaube, ich Ich muss bekomme das mich um schon die hin. Schüler kümmern, aber Sie können sich Aber gerne etwas überfordern Sie umsehen. sich nicht. Edna, Mr. Zwicky ist der Lehrer Edna, oh! Ist er nicht wunderbar? Das ist ein Ausspieler. Dem kann man nur Meine erkennen. Freude. Wirst du Was krass. für ein Das hat mein ehrlicher Freund Tag Chang zum erzählt. Oh, Spusch, das ist bezahlt, gell, bitte. Ja, natürlich. Oh, kann ich schon draufspringen, Alle ne? Fremden so komische Sachen an wie du? Was? Wirklich? Ich wollte sagen, ich Da- könnte unmöglich alle Kinder gleichzeitig betreuen. Sie sind wirklich Ich will so gerne einen Jumper rufen, Mann. unersetzlicher Teil der Schule. Oh, Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Komm, Spusch, alles. Ich hab gedacht, die Roboter will mich schon ummachen. Miss Edna. Ein List. Your country needs you. Ein cool Paar ist du mit denen. Ja, hier ist Detektivfeiere. Und was ist eine andere Tiersuche-Plan, ist okay. Gibt es noch einen anderen Ausgang oder gibt es nur den einen Ausgang? Ah, ist das Wasserreservoir. Was habe ich dir denn gesagt, Shane? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist 100%ig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Shane. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Seid nicht Na, dumm. sieh mal Doch einer noch an, der eure Unruhestifter Frischwasservorräte Nummer auf. 1 in Diamond City. Ich hab dich im Auge. Bin ich? Mein Gott, schwimmen die einfach rundherum, kann ich ziehen. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter.
Was zahlst du denn? Oh nein, nicht mit mir. 100 Kronkorken, da wird nicht verhandelt. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich dann nur schwer wieder rausbekommen. Wie man ich das hallo? Das ist schon fast. Beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. Okay, ich glaube, nochmal geschützt, oder? So, nun mal so gut wie die ganze Stadt hier erforscht, ne? Ah, ja, sur die Kirche des Atoms, ne? Ne, Science Center. Marmora Lucen. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt, weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha, du willst also doch drüber reden. Oh, sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Das ist gut. Biologieunterricht, was hast du gefroht? Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Beta-Strahlen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen. Wieso Beta-Strahlen? Beta-Strahlung. Nein, das ist ganz richtig. Die Antwort lautet Gammastrahlung. Gammastrahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Ja, treibt mich immer so die sarkastischen Dinge. Gefällt dem anderen Gönn nicht, gell? Komm, Ecke, ja. Du bist echt ein totaler Nerd. Ich sehe das als großes Kompliment. Die Wissenschaft gibt uns das Wissen an die Hand, das wir zum Überleben brauchen. Das gilt jetzt mehr denn je. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Ja. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Okay. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Oh. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran, ich brauche eine intakte Drüse. Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Okay. Bist du? Ah, das ist dir. Maja, das ist mal over. Ich gehe auf Tab-Platz. Nee, nicht laufen, nicht laufen. Okay, mit einem halben Körper gebracht. Wir sind relativ lang, du musst da rauskommen. Oh, das Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Sag mal, was ist das? Wer braucht einen Arsch nicht? Okay, das ist okay. Ah, das ist Zeit in der Okay, meist ging das so, mir statt ein bisschen mal fort. Oh. Da, das letzte Jahr immer näher, gell. So, wir wissen ein bisschen, wo alles ist. Hier schon mal etwas brauchen, da wissen wir, ob wir hinkommen. Da ging ich mal so ein Schmerz noch gucken. Wie immer, liken und subscriben. Ich hoffe, ihr werdet auch weiter gucken. Bis nächstes Mal. Ciao.